Mevlana Jalaluddin Rumi, der in der westlichen Welt als Rumi bekannt ist, kann gleichermaßen als mystischer Dichter, Denker oder Theosoph bezeichnet werden. Er hat auf persischer Sprache geschrieben. Er ist am 30. September 1207 in der Stadt Balch, heutiges Afghanistan, geboren. Sein Vater, Bahauddin Veled, war ein großer Wissenschaftler. Nach einer Überlieferung, als sie sich in der Stadt Nishapur mit Fariduddin Attar getroffen haben, hat er Folgendes gesagt: Schau, zu uns kommt ein Fluss, der einen mächtigen Ozean mit sich führt. Der berühmte Fariduddin Attar hat dem Kind Rumi sein Manuskript, Buch der Geheimnisse, geschenkt. In seinen Werken, religiösen Gedanken und Lehren, seinem auf Gott ausgerichtetem Denken und seinem Leben insgesamt präsentierte er ein neues Verständnis von Gottes Liebe, das nicht nur unseren Respekt, sondern auch unsere Bewunderung verdient. In seinem Mesnevi vermittelt er die Botschaft von Liebe, Einheit, Vollkommenheit, Brüderlichkeit und Frieden. Dieses Werk lehrt den Menschen den Weg zur göttlichen Liebe, die ihn von einer niederen Daseinsebene auf die höchsten Seinsstufen erhebt. Heute, 800 Jahre nach der Geburt und Leben von Rumi, die Erinnerung an ihn und seinen Werk leben noch immer. Fakt ist, dass UNESCO im Jahr 2007 das Jahr des Rumi nannte. In den USA sind die Bücher von Rumi die meistverkauften und gelesenen Bücher. Mit seiner Dichtung ist Rumi ein Genuss und eine Inspiration. Mevlana liebte Musik und Tanz und könnte sich im Wirbeltanz stundenlang drehen, um die Erde hinter sich zu lassen und um auf eine höhere Daseinsebene zu gelangen. Die Liebe, die Mevlana formte, sie ist das urewige Licht, und es gibt keine Sprache auf der ganzen Welt, die sie in Worte kleiden vermag. Sie ist die Sonne, die zum Leben erweckt. Je höher der Mensch auf der geistigen Leiter steigt, desto besser wird er verstehen, dass die Dankbarkeit in jeder Situation ein Gegengift gegen alles Negative und Böse ist. Der Mensch soll in Furcht und Hoffnung leben, denn im klassischen Sufitum heißt es, Furcht und Hoffnung sind die beiden Flügel, mit denen der Mensch zu Gott fliegt. Rumi ist für uns ein Vorbild für ein besseres Verständnis von Islam und ein friedliches Zusammenleben. Die Seelen haben den Hauch von Jesus in sich. Während im Körper ein Hauch eine Wunde ist, ist ein anderer ein Balsam. Wenn die Seelen ihren körperlichen Schleier ablegen, dann wäre die Rede der Seelen wie Jesus Hauch. Hör auf der Flöte Rohr, wie es erzählt und wie es klagt.
vom Trennungsschmerz gequält. Seit man mich aus der Heimat röhricht schnitt, weint alle Welt bei meinen Tönen mit. Ich suche ein Herz, vom Trennungsleid zerschlagen, um von der Trennung leiden ihm zu sagen. Sehnt doch nach dem in Einheit Lebensglück, wer fern vom Ursprung immer sich zurück. Ich klagt vor jeder Gruppe in der Welt, ward Guten bald und Schlechten bald gesellt. Ein jeder dünkte sich, mein Freund zu sein, sucht mein Geheimnis nicht im Herzen mein. Und doch, so fern ist's meiner Klage nicht, dem Ohr und Auge fehlet nur das Licht. So sind auch Leib und Geist einander klar, doch welchem Auge stellt der Geist sich dar? Kein Hauch, nein, Feuer sich dem Rohr entwindet, Verderben dem diese Glut nicht zündet. Der Liebe Glut ist's, die ins Rohr gefallen, der Liebe brausen lässt, den Wein nur wallen. Die Flöte der getrennten Freundin, sie zerreißt die Schleier durch die Melodie. Wer sah als Gift, als Gegengift ihr Gleiches? Wer sah als Tröster und als Freund ihr Gleiches? Vom Pfad im Blute will das Ohr berichten, von Majnuns Lieb erzählt es Geschichten. Vertraut mit diesem Sinn ist nur der Tor, der Zunge Kunde höret nur das Ohr. In Leid sind unsere Tage hingeflogen und mit den Tagen Klagen mitgezogen. Doch ziehen die Tage, lass sie ziehen in Ruh, wenn du nur bleibst, der einen reinster Du. Der Fisch nur wird vom Meere niemals satt, lang wird der Tag dem, der kein Tagbrot hat. Der Rohe kann den Reifen nicht verstehen, so soll mein Wort denn kurz zu Ende gehen. Jesus hatte keinen Zucker vor den Esel gelegt, denn der Esel ist von seiner Natur aus auch zufrieden mit Stroh. Wenn der Zucker des Esels Glück vergrößern würde, hätte Jesus vor den Esel 100 Kilo Zucker gelegt. Das Herz ist wie ein Korn, wir gleichen der Mühle. Weiß diese, warum sie sich dreht? Der Körper, die Mühle. Die Gedanken, das Wasser, das sie dreht. Die Mühle knarrt und das Wasser erkennt die Bewegung. Das Wasser sagt, frage den Müller, wer dieses Wasser den Mühlbach hinabschiebt. Und der Müller wird es dir sagen, o Brotesser, wenn sich nicht drehte die Mühle, wer wäre der Bäcker? Viel sonderbare Dinge werden geschehen. Schweige, Gott frage um Auskunft.
Hör zu, o Herz. Erlaube nicht, dass dich jeder Rausch betrügt. Jesus ist berauscht von Gott und der Esel von der Gerste. Was muss ich tun, o Muslim? Denn ich erkenne mich selber nicht. Ich bin weder Christ noch Jude, weder Pars noch Muslim nicht. Ich bin nicht aus dem Osten noch aus dem Westen, vom Festland nicht, vom Meer nicht. Weder komme ich vom Quell der Natur, noch von den kreisenden Himmeln. Ich bin nicht aus Erde oder aus Wasser, nicht aus Luft, aus Feuer nicht. Ich bin nicht vom Hochsitz, noch aus dem Staub, nichts aus dem Diesseits, noch aus der jenseitigen Welt. Nicht komme ich aus Indien, aus China nicht aus Bulgarien, noch aus Sachsen, nicht aus dem Königreich von Irak, noch aus dem Land Khorasan. Nicht bin ich von dieser Welt, noch von der anderen, weder vom Paradies, noch aus der Hölle. Komme nicht von Adam und Eva, noch von Eden und Rizwan. Aus dem Niemandsland komme ich, meine Spur ist spurlos, da ist weder Körper noch Seele, weil ich gehöre zur Seele meines Geliebten. Ich habe die Zweiheit beiseite geschoben, habe gesehen, dass die zwei Welten nur eine nur suche ich, eine nur kenn ich, eine nur seh ich, eine nur ruf ich. Er ist der Erste, er ist der Letzte, er das Äußere, er das Innere. Ich kenne niemanden außer Yahu und Yamanhu. Ich bin berauscht an der Liebe Kelch. Die zwei Welten sind aus meinem Gesichtskreis verschwunden. Ich habe nichts anderes zu tun als Gelage und Zechen. Hätte ich einen Augenblick meines Lebens verbracht ohne dich. Von der Zeit und von der Sünde an bereut ich mein Leben. Sollte es mir jemals in dieser Welt gelingen, mit dir zusammen zu sein und es für einen Moment, so will ich beide Welten mit Füßen treten. Werde ich Siegestanz, tanzen für immer. O Shamsi Tabriz, ich bin so trunken in dieser Welt, dass ich nichts zu erzählen weiß außer Rauch und Gelage. Wenn Jesus, Geist der Liebe, sich emporhob, richtete er seine Flügel nie mehr nach unten, um ins Königreich des Übels wiederzukehren. Wenn sie am Tage des Todes tief in die Erde mich senken, dass dann mein Herz noch auf Erden weile, darfst du nicht denken. Weine, o weine nicht um mich, rufe nicht, schade, weh, schade, denn du fällst dem Bösen zum Opfer, und das ist dann schade. Siehst du meine Bahre, du ziehen, lass das Wort Trennung nicht hören, weil mir dann das ewig ersehnte Treffen und Finden gehören. Klage nicht, Abschied, ach Abschied, wenn man ins Grab mich geleitet, ist mir doch selige Ankunft hinter dem Vorhang bereitet. Du hast das Sinken gesehen, sieh auch das Auferstehen. Schadet es denn, wenn die Sonne, Sterne und Mond untergehen? Scheinen sie dir auch zu sinken? Ist es doch wahrhaft ein Aufgang. Scheint dir ein Kerker das Grab auch, ist's doch für die Seele ein Ausgang. Fiel je ein Korn in die Erde, das sich nicht köstlich entfaltet? Glaubst du denn, dass der Mensch als Korn sich anders gestaltet? Jeglicher Eimer, der sinket, hebst du gefüllt aus der Quelle. Sieh, aus dem Josef der Seele strahlt, aus dem Brunnen die Helle.
Schließe den Mund jetzt im Diesseits, öffne im Jenseits ihn wieder. Das in der Welt, das kein Ort ist, ewig ertönen die Lieder. Wissen und Erkenntnis sind Jesus Schicksal. O du Esel, das betrifft einen Esel nicht. Wenn du des Esels Ja hinhörst, dann bemitleidest du ihn, ohne zu wissen, dass er dich als Esel wünscht. Habe Erbarmen mit Jesus, nicht um einen Esel. Erlaube der Natur die Herrschaft über deinen Verstand nicht. Lass die Natur laut schreien und du kümmerst dich um die Seele. Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle. Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht bereitet er dich vor auf ganz neue Freuden, dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit. Begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden, aus einer anderen Welt. Jahrelang hast du dem Esel gedient, jetzt ist genug. Denn des Esels Diener ist selbst ein Esel. Die zum Bösen geneigte Seele werfe hinter den Rücken, denn diese muss deinem Verstand gehorchen. Dieses niedrige Wissen ist Esels Natur und denkt nur daran, Stroh zu bekommen. Jesus Esel bekam die Natur eines Geistes und sein Wissen änderte sich durch Jesus. Der Verstand herrschte bei Jesus und der starke Reiter schwächte den Esel. Während bei deinem schwachen Verstand, o du Esel, dieser erschöpfte Esel zu einem Drachen wird. Wenn Jesus dein Herz gekränkt hatte, verlasse ihn nicht, denn deine Gesundheit wird auch über ihn kommen. David sagte: O Herr, da du uns nicht brauchst, sag nur, aus welchem Grund hast du dann die zwei Welten geschaffen? Gott sagte zu ihm: O sterblicher Mensch, ich war ein verborgener Schatz. Ich wollte den Schatz voller Liebe und Großmut enthüllt wissen. Ich stellte einen Spiegel auf, seine Vorderseite das Herz, seine Rückseite die Welt. Aber seine Rückseite ist besser als seine vordere Seite, wenn du die Vorderseite nicht kennst. Wenn Stroh mit Erde vermischt ist, wie kann da der Spiegel erfolgreich sein? Wenn du aber das Stroh von der Erde trennst, wird es klar. Traubensaft wird nicht zu Wein, wenn er nicht eine Zeit lang im Krug gärt. Wenn du willst, dass dein Herz leuchtet, musst du dich ein wenig anstrengen. Über die Seele, die aus dem Körper entspringt, sagt mein König: Du kommst, wie du gingst. Wo sind meiner Wohltaten Spuren? Es ist allbekannt, dass durch Alchemie Gold wird aus Kupfer.
Unser Kupfer wurde verwandelt durch diese seltene Alchemie. Durch Gottes Gnade will diese Sonne weder Krone noch Kleid. Er ist Mütze für 100 Kahlköpfige und Mantel für 10 Unbekleidete. Kind Jesus saß auf einem Esel aus Demut. Wie sonst konnte der sanfte Sephir auf dem Rücken eines Esels reiten. O Geist, mach dich auf die Suche, wie das Wasser eines Stroms. O Verstand, um zu erwerben das ewige Leben. Betritt immerdar den Weg des Todes. Vergiss Gott nie, bis du dein Selbst vergisst, damit du dich in dem Angerufenen verlieren magst, ohne Ablenkung durch Rufer und Ruf. Wenn ein Baum sich bewegen könnte, zu Fuß und mit Schwingen, würde er nicht den Schmerz der Säge spüren, noch den Schlag der Axt. Und wenn die Sonne nicht jede Nacht beschwingt reiste, wie würde die Welt erleuchtet zur Morgenzeit? Und wenn das Salzwasser stiege, vom Meer zum Himmel, wie würde der Garten durch Fluss und Regen erfrischt? Als der Tropfen seine Heimat verließ und zurückkehrte, fand er eine Muschel und ward eine Perle. Ging nicht Josef weinend auf die Reise von seinem Vater weg? Kam er nicht dabei zu Glück, Herrschaft und Sieg? Reiste nicht Mustafa hin nach Medina, gewann die Herrschaft und wurde Herr über 100 Länder? Auch wenn keine Füße dein eigen, wähle, in dich zu reisen. Wie die Rubinmine empfange ein Mahl von den Strahlen der Sonne. Reise vom Ich zum Selbst, Meister, denn durch eine solche Reise wird die Erde zu einer Quelle von Gold. Von Herbheit und Bitterkeit dringe zur Süße vor, wo selbst aus salziger Erde 1000 verschiedene Früchte sprießen. Durch die Sonne, den Stolz von Tabriz, betrachte die Wunder, denn jeder Baum nimmt an Schönheit zu durch der Sonne Licht.